Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag von der Anne Deppen, Leitungsteam. Von der unvollkommenen Vollkommenheit. Im vergangenen Jahr habe ich in meinem Büro eine Trennwand aus 35 Fichtendachlatten gezimmert. 4 auf 4,5 cm auf einer Höhe von 2 Meter. Die Latten stehen auf einem Holzbalken mit einem Abstand von 1 cm schräg zueinander und ragen in die Höhe. Weil ich zu kurze Schrauben verwendet habe, ist das Objekt ein bisschen instabil und die einzelnen Hölzer können leicht aus der Fassung geraten. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Latten nicht alle im Lot stehen. Teilweise sind sie schräg und es gibt auch solche, die fast ein bisschen an das Nachbarholz anlehnen. Beim Lüften muss ich darauf achten, dass kein heftiger Windstoß dem Sichtschutz Schaden zufügt. Als Perfektionistin wollte ich diesem Objekt eine einheitliche Richtung weisen und dabei eingeholte Ratschläge umsetzen. Aber nach und nach habe ich mich an den Anblick von dem für mich Unvollkommenen gewöhnt. Irgendwann bin ich zu der Auffassung gekommen, dass meine Holzwand genau so richtig ist, wie sie jetzt ist. Vollkommen in ihrer Unvollkommenheit. Und ja, ich liebe sie, so wie sie ist und studiere immer wieder, wie sie sich fern von einem starren Korsett verändert und ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringt. Ist es nicht auch so mit uns Menschen? Gott hat uns mit einer vollkommenen Einzigartigkeit ausgestattet. Die Einmaligkeit macht uns aus. Mit allem, was wir haben. Mit den positiven Seiten, mit den Ecken, Kanten und Eigenheiten. Gewollt in der Liebe Gottes. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So steht es in der Bibel im 1. Buch Mose, im Kapitel 1, Vers 31. Gerade in der momentanen Zeit wünsche ich mir, dass dieser Einzigartigkeit von uns Menschen vermehrt Rechnung getragen wird. Wir könnten versuchen, das Unvollkommene anzunehmen, für einen einzelnen Raum und Platz zu schaffen, damit ein wohlwollendes Neben- und Miteinander möglich wird. In diesem Sinn bist du gesegnet, damit du ein Segen für andere kannst sein. Alles Liebe und Gute. Ich möchte noch auf einen Song von Miriam, «It's not about perfection» hinweisen, den ihr auf YouTube findet. Und wenn ihr das gerade hört und schaut, beachtet doch auch noch die Kulissen. Viel Vergnügen.